Guten Tag mitnehmen. Da bin ich noch es mal wer. Ich will von Tage ist das Märchen des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen auf Plattdütsch vertellen. Etwas ist mal ne Kaiser, für die prächtigsten Kleider das Allerwichtigste wassen. Hier kümmern sich nicht sein Volk, nicht seine Soldaten, nee, hier gab sein ganze Geld für sein Utsehen ut. An liebste stön hier für'n Spiegel und bewöhndern sich sös. Wann man to dit Tiet frug, wo ist denn König, und die Antwort krieg, hier sit in Rot, dann wurde in Düttland frucht, wo ist denn Kaiser? Hier krieg man altit zur Antwort, denn Kaiser ist in sine Klederkamer. In die grote Stadt, wo he wonde, günket recht lustig to. Et quem voll Fremde und et was altit wat los. Eines Tages quem auch zwei Maßlöder an. Et wasen apat keine normalen Lö, ne, et wasen zwei Bedrägers. Die bodden sich an, die besten und prächtigsten Stoffe te wäven und te schniedern, und dobi hatten die Stoffe noch die Besünderheit, dat man, wann man die Kleider droch, sehen kun, wel dumm was und für sein Amt nicht doch und somit nicht an der richtige Steh was. Dat gefiel den Kaiser, wegen hatte ja no damit sehen kun, ob sine Denos dumm auf schlau wassen und für er Salär dochten. In einen großen Saal wurden zwei Wäfstühle uppstellt und die Bedrägers verlangen von den Kaiser voll Geld, Siede und Geld, dat sie alles Nötige für die Stoffe inkopen können, was sie natürlich auch kriegen. Apat all diese Sachen stoppten die Bedrägers sich in die eigenen Tasken. Noch ne Weke wollen Kaiser doch es wetten, wat die beiden Schnieders a wat de Stande kriegen hatten. Sös wolle det nicht hinkicken gorn, he was ein Bettgen bange, dat he vielleicht nix sehen kun und dann as Dumpfe schletten wurde. Dörrem schickten he seinen älsten Minister dahin, die jo all Jahren lang in seinen Dienst stön und die he vertruen kun. Alle Lö in de grote Kaiserstadt wussen natürlich, dat allein die schlauen Mäsken die Stoffe sehen kunnen und somit alle mitkriegen, wo dumm sie Norber was. Als nur die Minister in den Wäfsaal quem, gaven sich die beiden Bedrägers mächtig an Werkeln an de Wäfstühle, schoven die Wäverschiffkes hen und her und schneeden mit grote Scheren in die Luft rum und wasen recht ivrig an Schniedern mit Nähnadeln, wo gar kein Gorn drin was. Den ollen Minister frief seine Augen und kun nicht glöwen, dat he nix soch. Was he no dumm und doch nicht richtig für sein Amt, schottet em der den Kopf. Apat, etwas eigentlich ja gar kein Wunder, etwas ja in Wirklichkeit auch nix zu sehen. Und dat inte gestorn quem nicht in Frage. Darum vertellen he den Kaiser, dat die beiden die wunderbarsten Stoffe wäven und alles prächtig utsuch. Den Kaiser woll sicher gorn und schicken noch ne andern, as gescheit angesehenen Mann in seinen Rat. Man, die kun auch nix sehen. Schmieren apat den Kaiser düftig Honig im de Mule und loven dat Tüch über alle Morten. Noch einige Tiet kun sich den Kaiser nicht mehr trügehollen. Seine Nischierigkeit kriegt die Überhand und he woll es kicken, wo die Klederstoffe so utsogen. He wurde von den beiden Bedrägers herinkomplimentiert und moch sich alles bekicken, wann auch gar nix von dor was.
Die krieg ne ordentlichen Schrecken, wegen hatte ja nix such und dacht sich, wenn ich wirklich te dumm im Kaiser te wesen? Nee, dat dürf's nicht wetten. Und so Mickey alles so als seine beiden Vorgänger und loven dat Tüch himmelhoch. Kurze Zeit later soll in der Kaiserstadt die große Prozessione stattfinden, angeführt von den Kaiser, der unter den Baldachin als Erste gehen soll. Paar Tage vorher muss der Kaiser zu der Anprobe kommen. Die beiden Weber fordern von ihm, dass er alles utrecken soll, was er an Liebe hatte, nahmen mit wichtige Miene und voll Gedöns Morte und Fuchteln mit Scheren in die Luft rum, als wenn sie Ärmel und Buchsentuch schneden. Den Kaiser, die alles genau so, als es von ihm verlangt wurde, und drehen sich hin und her für den großen Spiegel, weil der obstellt was. Als nur den Dach mit der Prozessione quem, ging den Kaiser stolz und unter den Baldachin durch die Straßen, wo rechts und links sein Volk im jubeln. Als er als ne ganze Strecke aflopen was, stand da ein kleines Kind an Straßenrand, bekeek sich dat Schauspiel und rieb laut, dat alle et hören kun, den Kaiser hef ja nix an, he hef ja gar nix an. Nur riepen alle Lö an die Straße, dat Kind hef recht, den Kaiser hef ja wirklich nix an, die is ja nakend. Den Kaiser was mächtig verschrocken, wegen hat er nur insuch, dat die Lö recht hatten. Apat, da muche no durch, der. Und mit Todesverachtung gönge wieder mit de Prozessione und sine Denos hielten achter em die Schleppe hoge in die Hande, det ja gar nicht gaff. Und somit wurde dat Spröcksken vor, Kindermund tut Wahrheit kund. Wat mit de beiden Bedrägers wieder passiert ist, da drüber hef sich Hans Christian Andersen nicht utloten. Nur halt du Kregel, und ich sag, gut gone.